Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, hoffe, alles klar. Ich schnell ein bisschen das Mikro weg tun. Ja, willkommen bei der 8. Folge vom Wolfenstein Let's Play. Wir sind ja hier in diesen Fontänen, wunderschön tarnet. Eigentlich sozusagen unsichtbar. Ah, sorry, ja, verhängt. Da muss ich sicher irgendetwas durchschweissen. Da oben. Ja, wieso nimmt er das nicht für jetzt? Alright. Ja, sie haben schon nicht unbedingt unendlich Sauerstoff, wie man sieht, wie das Bild eigentlich irgendwie dunkler wird. Darum muss man schon ein bisschen vorwärts machen, aber man ist ja nicht allzu fest im Stress, Gott sei Dank. Ist eigentlich noch gespässig, dass das Hauptquartier hier mit in der Stadt der Scheiß-Nazis ist, aber kann natürlich ganz eine gute Tarnung sein. Ist klar, was man hier machen kann. Geht aber noch nicht. Was ich auch noch gespässig finde. Sie schreiben einem aber schon sehr fest vor, was man darf machen und was nicht. Sie muss auf jeden Fall in den Sack schießen, scheint es. Yeah, wisst ihr was? Eigentlich sparen wir doch das, sorry. Hey, ich glaube, ich spule das Zeug führen. Aber ist eigentlich nicht wichtig, was sie dort diskutieren. Nur noch ganz kurz muss ich schauen, ob das V-Sync aktiviert ist, weil irgendwie verreist das Bild schon wieder die ganze Zeit. Ja, voll, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ja, jetzt ist eigentlich noch cool, jetzt gibt es so verschiedene interessante Charaktere. Und in Bezug auf das Zimmer hier. Und das Zimmer ist eben jeweils anders. Wenn man es mit Weihen durchspielt, ist so ein cooler Gitarrenspieler hier. So ein bisschen Bob Marley-Style fast. Und wenn man jetzt hier im Vögel spielt, ist sie, die hier so ein bisschen angefressen ist von Zetteln. Ein kleines Mini-U-Boot, ganz cool. Ein paar Bildschirme, sehr stylisch. Die Nazis haben ja einiges geschafft, aber Flachbildschirme haben sie noch nicht erfunden. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass man hier so ein bisschen die Dosen von da erzählen und nebenbei auch noch ein paar Gegenstände findet. Jetzt hier sind gewisse Türen noch geschlossen. Aha. Hier unten ist der Hangar, das wird auch noch zu sein, genau. Gehen wir schnell rauf, dort sind die Schlafgemächer. Das war ein schöner Ruckler. Hast du ihn gesehen? Ja, yeah, Mann. Der ehemalige Nazi, sorry. Ist eben eigentlich schon noch ein cooler Typ. Und der Max, ja, der hat definitiv auch ein bisschen Schaden genommen. Man sieht so seine Kopfform schon an. Aber der ist eigentlich in Ordnung. Das ist der liebe Keib. Das ist sein Zimmer. Hier sieht man irgendwie so ein bisschen durch. Hier sehen wir auch, dass irgendetwas versteckt ist. Ja, ich finde, es ist noch schön gemacht hier. Auch farblich. Und dann auch vom ganzen Design. Nette Sache. Voll, jetzt kann man hier pennen. Aber jetzt gar keine Lust auf pennen. Und hier hinten muss man da durch. Aber das kommt dann noch. Ein anderes schönes Zimmer. Und hier natürlich die ganzen Zettel, die man lesen kann, was so abläuft im fiktiven oder in dieser fiktiven Zukunftswelt. Und hier mit dem Depth of Field, ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt, ihr seht jetzt ist alles so ein bisschen verschwommen und wenn man sich dem dann nähert, ist eigentlich wie das Auge darauf fokussieren. Bei gewissen Games habe ich das noch gern, bei den meisten eigentlich nicht so.
Weil das schreibt einem halt auch vor, wo man her muss schauen, fast ein bisschen. Fergus? Fuck off for a minute so I can sleep, right? Wake me if, let's say, the sky's about to fall or some sort of shite. Fucking just go away. Also leicht faul, könnte man hier sagen. Und nicht im Sinne von faulig. So, jetzt sind wir hier im obersten Stock und das ist netterweise auch das daheim hier von uns. Jetzt kann man sogar das WC spülen. Ich finde immer ganz wichtig, dass man so Features einbaut. Sieht aber eigentlich noch easy aus. Habe ich schon schlechteres Wasser gesehen. Jetzt tut es ein bisschen von diesen Roboterhündchen fressen. Ein paar Messerchen hier auch. Und dann kann man hier eigentlich üben, die Dinge zu schießen. Nicht gross schwierig. Wenn ich wüsste, wo sie schießen, genau auf V. Ja, sie ziehen recht runter. Genau, und da hätten wir das jetzt eigentlich schon. Ja. Das sind coole Dinge. Also, jetzt hier ist unser Schlafgemach. Da haben wir natürlich noch eine Kette, wo man offensichtlich durchbrutzeln kann, aber noch nicht jetzt. Und netterweise haben sie uns hier ein kleines Zimmerchen eingerichtet. Interessanterweise ist das Wolfenstein-Poster und wenn man jetzt hier der Nightmare startet. Vermutlich habt ihr es eh schon gesehen. Ich finde es ganz geil, dass sie es eingebaut haben. Und jetzt kann man diesen Wolfenstein machen. Die Sachen sind gar nicht so schlecht. Haben noch ziemlich ein gutes Aiming, die Bastarden. Schnurren natürlich authentisch Deutsch. Aber eben, zum Glück dumm wie Brot. Und von dem her kann man sie eigentlich ziemlich gut im Decken schießen. Es ist so geil, der Sound und dann all die 2D-Sprites. Ist echt cool gemacht. Das Wolfenstein würde ich auch gerne mal mit dem Oculus Rift spielen. Aber hier wird es eventuell auch ein bisschen schlecht, vor allem wenn man so schnell umzieht. So. Ja. Yeah. Ist so geil, wenn er schnurrt. Der Asi. Geheimnis bin ich nicht sicher, habe ich glaube nicht alle gefunden. So. Schade, dass das nicht so dynamisch geht, weil hier stehen sie auch. Ja. Aber wenn man um Ecken spielt, dann können sie einem nichts machen. Sie sehen ihm zwar, aber sie sind... Oh! Hat schon getroffen worden. Ja, ja. Scheint, können sie einem nichts machen. So, jetzt hier bin ich aber gar nicht sicher gewesen, wo es durchgeht. Schauen wir schnell. Bastard, hä? Hey, nein, lehne ich echt zu weit raus, oder was ist jetzt hier die Problematik? Hier hat es sicher keinen Geheimgang, hä? Immerhin ein MG. Aber eigentlich wollte ich gar nicht zu viel Krach machen. Shit, wenn man bedenkt, wie uralt das Game ist, yeah, go hard. Sie haben sich dann eine schöne Thematik ausgewählt. Wer hat als Ami schon nicht gegen Hitler kämpfen? Eine Map gibt es keine. Ui. Okay. Wow. Kann ja auch noch gäbig einstecken, die Buben. Aber sie sind wirklich relativ pixelig aus der Nähe, ja. Jetzt weiss ich nicht, ist da hinten noch etwas? Nein. Wow. Shit! Okay, da müssen wir gröberes Geschütz auffahren, vor allem jetzt ist Regen hier, ja. Mir denkt es eben nicht einmal, dass die Knarre effektiver ist als Pistole. Fuck! Wann habe ich so hure viel Leben verloren? Wo die 3 Typen sind da gewesen, oder was? Ja, nein, das ist jetzt schon ein bisschen überraschend. Das
hoffe, dass da etwas Gutes drin ist beim Adolf. Ja, immerhin ein bisschen Schild. Ein bisschen immun. Nicht leben, hä? Nein. Also. Jetzt keine Fehler mehr. Scheiße, scheiße, scheiße! Keine Fehler mehr und dann schießt er noch so leid. Hey, nein. Ich weiß nicht genau, wie ich den heimbringen. Shit, 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 shit. Das Bürstchen hat schön auf mich gewartet. Da sind mehrere. Okay, jetzt nicht allzu dumm sterben. Also, nicht allzu dumm sterben und er stirbt. He? Eigentlich ist das allzu häufig, dass ich es hier irgendwie ankündige, nebst Kackis. Also, ich habe es auch schon geschafft. He? Ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich. Und am Schluss ist halt einfach das Ende vom Level und bekommt man dann, glaube ich, noch ein Achievement oder so. Da kann man nicht drüber raus. Gehen wir wieder runter. Und wenn einer unbedingt noch einmal die Wolfenstein-Session möchte sehen, kann ich das natürlich gerne noch einmal machen. Ein bisschen vorsichtiger. Fergus ist noch schön am Pennen. So. Da ist nichts, hä? Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich habe gemeint, bei Max hat es irgendetwas zum Mitnehmen gegeben. Hä? Voll. Ja, genau, weil die Brechstange hat er ja vorhin noch nicht in seinem Hosensack gehabt. Never mind. Jetzt haben wir hier die Dokumente, das ist glaube ich für die Lady im Rollstuhl. Oder eventuell für sie mit den ganzen Blättern. Jetzt weiss ich nicht, ob ich das hätte machen sollen. Ah, schau jetzt, ja, nein, das waren ihre Dokumente. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, verschissen. Jetzt hätte ich zuerst ihr Zimmer noch durchsuchen. Ja, genau, fuck it. Jetzt sind wir nämlich hier in die City gefahren, sind natürlich getarnt. Er ist der auf dem Bett ist gelegen, wo wir sie reinkommen. Hey, nein, das ist schade. Jetzt hätte ich wirklich noch etwas anschauen können. Egal. Also, Heil Hitler, hä? Drecksau. Genau. Dreckige Nazi-Säu. Jetzt können wir doch ein bisschen schauen, was er auch allgemein für ein schönes Interieur hat. Ah, genau. Cool ist auch hier, sein Schlüsselanhänger ist ein Quake-Knarre. Quake 3 Arena, glaube ich. Ja, er ist ein bisschen unzufrieden mit den Nazis und erzählt halt, wie sie alles eingestampft haben und das Kackgebäude jetzt herklatschen. Und den möchte ich nicht überspringen, diesen Teil, weil die Zwischensequenz ist echt auch noch, ja, noch ein bisschen wicked. Ja? Jetzt haben wir unser Hightech-Headset. Bitte aussteigen. This is where you get off. So long, Blazkowicz. You make this count, all right? Shit. Das ist eigentlich nicht zum Lachen, aber beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, bin ich gerade gleich geklüpft. Und hier haben wir auch noch ein Schwein, würde ich sagen. Weil ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich jetzt dieser das Leben nimmt. Das war ja ohne Plan. Jetzt kann ich mich hier noch daran erinnern, wie der Swiss im Stream mal diesen Teil hier gespielt hat. Hat ganz leichte Schwierigkeiten gehabt, hier den Weg zu finden. Und ich gebe hier ehrlich auch zu, dass es mir am Anfang nicht anders ist gegangen. Es war fast ein bisschen mühsam. Jetzt muss ich schnell schauen, da kann man ja auch noch unten durch, oder? Okay, da gehen wir in dem Fall nicht unten durch. Dagi. Jetzt können wir uns hier natürlich durchschnetzeln. Ja, das ist lustig gemacht hier mit dem Maschendrahtzaun. Sie haben es schon eher offensichtlich so platziert, aber es ist eigentlich noch lustig. Ja, zweimal lustig. Es ist noch interessant, dass man mit der Umgebung ein bisschen interagieren kann. Was aber natürlich nicht interessant ist, ist so einem Hunger in sein Maul reinzulaufen. Ich habe es gewusst, aber ich habe nicht mehr genau gewusst, wenn er gesagt kommt. Too bad.
Too bad. Ein Anlauf würde ich sagen, erlauben wir uns noch, weil wir ja noch den Teil, den ich ein bisschen früher gespult habe, genau. Ah, fuck it, jetzt müssen wir hier noch einmal vorne starten. Oh mein Gott. Also ich hole nochmal schnell die Munition hier. Ziehen wir zurück. Also, zuerst das Gangen hier unten durch. Dann durchschnetzeln. Und dann nach Möglichkeit nicht zu weit führen. Dass wir gerade wieder zurück können. So, jawohl, voll. Das Bastarden-Ding, hä? So, jetzt geht es da zum Glück auf. Könnte sein, dass der ihm noch einmal begegnet. Und der Hinweis hier ist eigentlich jeweils so ein bisschen den Lichter folgen. Das macht es einem hoffentlich ein bisschen einfacher, den richtigen Weg zu finden. Irgendwo schnauft das Bürstchen noch. Ja, der ist immer noch eingeklemmt, gut. Einfach nicht, dass er plötzlich von hinten mich angreift. Oh, okay. Verpissen wir uns hier? Nein. Nein. Was für ein Scheissdreck. Schön die falsche Taste drückt. Das ist halt, wenn man als Gamepad-Spieler mit den vielen Knöpfen der Tastatur ein bisschen überfordert ist. Dafür. Ah, schau jetzt. Wenigstens ein Speicherpunkt hier. Cool. Jetzt ziehen wir hier unten durch. Das mal. Nein. Verarsch mich nicht! Was ist da los? Okay. Da habe ich einfach jetzt rausgeschnitten. Spulen bringt es da nicht. Der Oberfailor. Probieren wir es nochmal. Ja, schau jetzt. Wer hätte es gedacht? Das ist so hure einfach. Wie kann man das nur so verschießen? So, jetzt mal weg da. So, es ist eigentlich immer das gleiche Spiel. Ja, mit dem Ducken. Ja. Das Doggy ist weg. Das ist gut. Wir haben es endlich geschafft. Da haben wir, glaube ich, gerade so einen Bastarden-Captain. He? Goodie. Schön hat er einem noch angeschaut. Ja, also sein Selbstmord ist definitiv nicht ohne Resultat gewesen. Ich glaube, das Gebäude hat in seinem Originalzustand schon ein bisschen anders ausgesehen. Ist der da am Wiederbeleben, oder was? So. Lieber nicht wiederbeleben. So. Bobby's death will not be in vain. Wind's coming on hard like. Picked the wrong day for hang gliding. Wow. Das ist auch eher eine dicke Knarre, die das Roboterli hier schwingt. Denen sind wir ja auch schon begegnet. Der Knockout-Schlag. Ja, also jetzt müssen wir hier so einen Bastard killen. Das machen wir natürlich am besten mit den Granatis. So, und mit dem Granatenwerfer. Und der ist eigentlich keine Sache. Ja. Der grösste Fehler, den ich hier am Anfang eigentlich gemacht habe. Also ja, ich hatte jetzt auch schwenken, dass ich es gerade so geschafft habe. Aber am Anfang bin ich halt auch zu weit weggesäckelt und habe mit dem so ein bisschen scharmützeln. So. Aber ein paar Scharmützel mit dem machen, so ein bisschen um die Ecke spienzeln, ein bisschen auf ihn schiessen, verschwinden, Taktik und Deckung wechseln und einfach viel zu fest überlegt. Schlussendlich einfach herstehen und reinballern. Und das gefällt mir eben eigentlich schon noch in diesem Spiel. Fuck it. Jetzt haben sie mich entdeckt. Ja. Gut. Startergranate. So, gibt auch immer einen schönen Fruchtsalat, wenn man hier Granaten reinschießt. So, fuck it, hey, das Bürstchen. Nein, ich muss ablegen. Schnell Waffen wechseln.
Modus wechseln. Wo war der Typ? Ui. Oh nein, da sind mehrere. Oben innen war auch noch einer. So. Hey, nein, den setzt mir auch nicht schlecht zu. So, wo schießt jetzt welche Granaten? Oh, 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 hey, nein, die haben mich dort vom Feinsten rausgereichert. Entweder bin ich jetzt richtig scheiße geworden in den letzten Wochen, wo ich nicht so viel gezockt habe, was auch der Fall wird sein. Oder der Schwierigkeitsgrad macht sich jetzt eben gleich bemerkbar. Ja, es tut mir leid, hier mit so einem Pfeil aufzuhören. Es wird auch nicht der letzte bleiben. Aber ja, jetzt mal ein Schlussstrich unter die Übung. Und freue mich schon, euch das nächste Mal wieder ein paar von meinen übelsten Verkacker zu zeigen. Auf das wird es auch rauslaufen, dass das Let's Play auch so ein bisschen eins wird, wo ich zwischendurch ins Gras beisse. Aber das sorgt hoffentlich auch für eine gewisse Unterhaltung. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wie auch immer, wenn ihr euch so immer reinzieht. Macht's gut. Ciao zusammen.